und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Wir sind in Monte Carlo und ja, ich bin die Strecke schon mal gefahren in meinem Stream und das ist absolut in die Hose gegangen und ich weiß nicht, wie wir das jetzt hier machen. Aber wir versuchen mal jetzt unser Glück und fetzen mal da raus und schauen mal, wo wir landen. Das Rennen wird sicher eine Katastrophe werden. Aber ja, wir schauen jetzt mal, wo wir fahren. Oh, okay. Da ist schon mal unser Rad schon flöten gegangen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Box, oder? Oh Mann. Also, erwartet nicht, dass ich da irgendwie etwas Gutes kann. Ja, ich versuche zurückzukommen. Erwartet nicht, dass ich da irgendwie etwas Gutes rausholen kann. An der Position. Da wird wahrscheinlich einen fetten DNF geben, weil es ist einfach Monaco. Und ich werde irgendwie angeschoben von hinten. Wow! Oh, nein, nein, nein! Okay, einfach nicht in die Wand rein jetzt dort. Also, ihr seht auch, da hat es gar keine Auslaufzone, da ist wirklich gerade Leitplanke. Also, als ob es in Monaco irgendwelche Auslaufzonen gehabt hätte, Amis. Aber ein paar jetzt eben schon, ganz wenige. Wow. Ich muss in die Box! Ey, Alter, ich muss in die Box. Der andere schiebt mich an der Box vorbei. Das ist unglaublich. So. Also. Gehen wir da mal in die Pit. Da ist unsere Box, so wie es aussieht. Noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten, ja, ja. Okay. Und ich würde sagen, komm, wir gehen gerade ins Qualifying. Weil ich muss eh nicht groß trainieren, weißt du? Also, nicht, dass ich die Strecke könnte, im Gegenteil, ich kann sie aber gar nicht. Und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie eine gute Position raushole. Darum gehen wir einfach gerade direkt ins Qualifying. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind jetzt wieder in der Box und gehen jetzt gerade raus. Wir fahren jetzt aber dann eine langsame Runde. Ne? Wir wollen ja nicht gerade wieder das Auto kaputt fahren. Das ist ganz wichtig. Falls ihr euch fragt, wieso das immer so vorne lehne. Das ist, weil ich muss an meine Kamera wieder verstellen und das kann ich eben nur über die Tastatur rein und nicht über das Lenkrad. Weil das Lenkrad hier, das lenkt nur, schaltet nur und Gas und bremst dann noch. Also nein, nicht das Lenkrad, aber Pedale rein. Und ja, jetzt versuchen wir mal eine schnelle Runde zu machen. Dann. So, let's go! Ab auf eine schnelle Runde. Oh, da sind wir vom Curb gekommen, der hat sich ein bisschen weggeschleudert, der hat 50 gekostet. Oh. Eins 20, mal schauen, ob das getoppt werden kann. Ich denke zwar schon, ich bin nicht so gut gefahren an ein paar Stellen. Nein, das steckt fest. Nein! Damit! Okay. P10. Oh, das war, glaube ich, immer so schlecht. Ich bin recht tiefig unterwegs gewesen, aber holy shit, die KI fährt da. Weißt du, wie schnell? Darum sind P10. Krass. Wir sind einfach P10.
Krass! Weil, wenn jetzt sogar mit 1,20 bin ich nicht schlecht unterwegs, aber scheinbar war es doch langsam gewesen. Ja, ich würde mal sagen, also schnell kann ich wirklich nicht fahren, glaube ich. Also, ich habe es probiert und ich bin schon irgendwo reingeflogen. Ich würde mal sagen, ich tue das Qualifying überspringen und schaue mal, wo ich am Schluss ende. Wahrscheinlich würde ich etwa so 14, 15 sein. Wird schwierig morgen, also im Rennen. Wird echt schwierig werden. So, okay, das Qualifying ist vorbei und wir gehen ins Rennen. Und da sehen wir, der Mika Häkkinen ist auf der Pole. Da kommt der Schumacher, Juan Pablo Montoya, David Coulthard, Trulli, Schumacher, ja, Ralf Schumacher. Dann nachher Nick Heidfeld, Panis, Villeneuve, Raikkonen, Barrichello, Della Rosa, Alesi, Irvine, Fisichella, da kommen wir mehr auf P16 mit dem Alonso, Bernoldi, Heizara, Frenzen, Button, Verstappen, Enge und Young. So, das Wetter bleibt schön. Immerhin da. Nicht so wie in Österreich. Und dann schauen wir mal, wo wir da enden in diesem Rennen. Ich denke, das wird nicht lang gehen, aber ich versuche natürlich wie immer mein Bestes. Der Marshall links drückt mir auch die Daumen, ich sehe es ihm an. Der ist ein Alonso-Fan. Oh, guter Start gehabt. Oh. Ja, danke, da bremst du. Alter, wieso bremst du dort ab? Okay, wir jetzt können ein bisschen drücken. Bei 12. Oh! Irvine! Da zieht er einfach rüber! Es war der Irvine, als genau aus seinem Helm erkannt. Oder ist es der Della Rosa? Nein, es ist glaube ich der Della Rosa. Della Rosa ist draussen. Der hat einfach rübergezogen! Wo ich am vorbei wollte, ich wollte reinbremsen und der zieht er einfach rüber. Aber so richtig spät. Ey, nein. Okay, ich versuche die Box zurückzufahren. Oh, Alter, wieso geht es jetzt plötzlich plötzlich wieder sehr schnell? Und ab in die Box. So. Let's go. Schau ein neues Rad holen, neue Frontflügel und dann geht es weiter. So, natürlich wird mir zuerst das Rad, das ich verloren habe, abgenommen und dann wieder ein neues drauf da. 9 Sekunden für Frontflügelwechsel und 4 Reifen und Tanken. Nicht schlecht. Nein! Ah, schon wieder Frontflügel weg. Versuchen Sie zurückzukommen. Ja, bin dran. Jetzt kommen dann die anderen, ja. Ah! Der schifft mich an! Oh! Okay, ist gerade noch gut gegangen. Mehr oder weniger. So, wieder rein, nochmal ein neues Rad und nochmal eine neue Nase holen. Ich bin schon Stammgast in der Box. Erster Gang. Wir haben den zweiten Gang rausgefahren.
Nein! Oh Mann! Ah, ich bin so schnell gewesen! Jetzt bin ich zu schnell gewesen. Okay, vielleicht schaffe ich es noch in die Box. Ich kann zwar nicht mehr lenken, aber... Moment, ich schaffe das. Warte, ich schaffe das, ich schaffe das. Nein! Jetzt muss ich mich nur richtig herstellen. Ja, ja, come on. Ja, come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Okay, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen zurücksetzen. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja! Yes! Nein! Ich hab gemerkt, ich kann reinfahren. Ich hab gemerkt, der PC übernimmt dort. Ah! Oh Mann. Okay. Wir gehen jetzt auf. Das macht nicht mehr viel Sinn. Jetzt habe ich da sauber abgeräumt. Ja, eben Monaco. Ich hatte wirklich Hoffnungen gehabt, dass ich dort nochmal rauskomme. Beziehungsweise in die Box reinkomme und dann nachher nochmal mit neuen Reifen und alles rauskomme. Aber leider nicht. Genau, also gewonnen hat Michael Schumacher, David Coulthard ist zweiter geworden und Häkkinen dritter. Und wir schauen mal noch schnell kurz in die Gesamtwertung wieder rein. Und wir sehen, Schumacher hat jetzt 50 Punkte. Ich glaube, da ist ziemlich sicher, dass der jetzt die WM dann mal gewinnt. So viel Vorsprung, wie er mittlerweile hat. Konstrukteurmeisterschaft. Ferrari auch absolut am Vorziehen. McLaren hat gut aufgeholt jetzt auf Williams. Und ja, der wäre es das gewesen mit der Erfolg von Grand Prix 4. Das nächste Rennen wird wahrscheinlich Manicour sein, nehme ich jetzt mal an. Nein, Montreal, Kanada. Ja, schauen wir mal dann, wie es dort rauskommt. Montreal ist eigentlich eine Strecke, die ich noch gut fahren kann, muss ich ehrlich sagen. Und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, es regnet einfach nicht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, die Folge von Grand Prix 4, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, wie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, sagen wir, macht's gut, schützt euch noch und ciao!